die zu Summe kommen, geimpft, getestet oder gesund sind. An den Caféen, Restaurants, bei Sport und Kultur. Auch vom 1. Juli an europaweit beim Riesen. Alles, was ihr braucht, für gecheckt zu gehen, also ein offizielles Zertifikat mit QR-Code von ihrer Impfung, ihrem PCR- oder Schnelltest oder ihrer Genesung. Digital oder als Papaya. Mehr Info auf covidcheck.lu. Welcome back, Mam Covidcheck. Das ist also eine Message von der Lützeburger Regierung. Radio 10,7. Gute Mittag auf diesem Webinar mit einem ganz spannenden Thema Französisch an der Schule. Wir lehnen direkt los. 4 Invitien sind heute Mittag am Studio gefangen mit der Tonja Raus, Professor für Französisch Literatur und Didaktik und Direktor von der Französisch Filiale vom Master en Enseignement Secondaire auf der Uni. Dann haben wir Christian Bechtold, Schulmeister, detachiert Skript, eine Spezialistin für die Entwicklung von didaktischem Material für Französisch an der Grundschule. Auf der anderen Seite sitzt Jessica Walté, Französisch-Professor am Lycée des Arts et Métiers, an Autor auch vom französischen Schulbücher und Programme für den Secondaire. An den einzigen Mann heute Mittag am Studio ist Nicolas Palumbo, Conseiller didactique, Formateur für Französisch am Institut de Formation et l'Éducation nationale, also am IFAN, ein Französisch Enseignant am Lycée Nick Böver zu Didling. Guten Mittag. Ja, Französisch an der Schule. Französisch beginnen wir für mal anzufangen. An unserem Alltag zu Lützeburg, mit schwarzen Spruch, wir gebrauchen es an unserem Alltag. Sehr eng von den offiziellen Sprachen, unser Rechtssystem als Frankophon, kommen alltag rund 150.000 Personen aus der Großregion ob Lützeburg für zu schaffen. Außerdem die Entwicklung von der Ökonomie groß romanophon Kommunitäten zu Lützeburg Matze spricht, denen das Französisch mehr nur laut wie Lützeburg oder Deutsch zum Beispiel. Französisch wird am Schulsystem enseigniert, quasi zentral Lützeburg geht und gerade so lang gilt das Spruch von vielen oder ënnert vielen als ein ganz schwer an dax eng penibel Spruch für zu lehren, respektiv für zu schwatzen. Wo man da dat zu dienen, an ginnet wer für Französisch besser zu vermitteln, verdiet sich an der Didaktik, wo wer engem Schulmaterial wird geschafft, aber das der Rolle vom französischen Haut an unserer Gesellschaft. In an anderen, ja, das sind Frauen, die meist automatisch stellen werden, auf die wir auch hoffentlich eine Antwort werden finden. Also in dem Sinn, gute Mittag, auch alle guten, den Leute, die eben nur heiß wie wären. Ich will just rappellieren, ja mal aufhängen, wir haben auch ganz viele Expertinnen und Experten, die zu Wort kommen werden, automatisch bis 4 Uhr. Mit Audiomaterial zu verschiedenen Themen. Ich werde dann präsentieren, nur für eine Mesure, wo wir heute durchkommen. Aber fangen wir vielleicht mal an. Wir lancieren Diskussionen rund um die Frage, wie Schüler eigentlich Französisch erleben. 2 Schüler aus der Grundschule zu Kirlen und ein Schüler von einer Deuxième am Lycée Nick Böver zu Didling. Und er hat erzählt, dass den Hilario, aber für den Louis und den Victor. Französisch zu lernen und angefangen mit meiner Boom, so mit 3 Jahren angefangen, die später zu suchen und vor allem, weil sie aus der Belgien kommt und du halt just Französisch gelernt hat, sodass ich kein Lützburg konnte, so Sachen. Du hast dann mit 3 Jahren die angefangen und immer wieder zu hören und dann hast du noch gesucht und dann haben wir auch angefangen, nach mir spät und ich konnte auch schon schwatzen. Und ja, los schwätzt man noch immer just nach Französisch bei der Wohnung. Bücher lesen ist einst du der das Blatt und Manga und schreiben und so Sachen. Das ist auch okay, weil ich einfach mein Bruder die Französisch schwätzt, die Kollegen, die schwätzen Deutsch, sodass ich damit viele Sprachen, dass ich die kenne und dann geht das auch einfach mir einfach für dann zu lernen, zu schreiben. Französisch zu lernen habe ich angefangen ganz frei, weil meine Mama und mein Papa sind Französisch. Und dafür konnte ich gut lernen. Ich gucke noch Bücher wie Splatoon und wie Minecraft auf Französisch. Und so kann ich gut wieder schwätzen und schreiben. Für mich ist es nicht schwer, weil ich höre immer Französisch. Und meine Mama und mein Papa schreibe noch ein paar Mal wieder für meinen Nunu und da kann ich wieder gucken und lehren.
Lummer schon zo kleine Interventionen heieren, also wann den dat lauscht hat, dann se den sech das awer alles net so kompliziert mat dem Franzéschen. Vielleicht eng séier Position vun engem vun jemer dann bei den Hilario kommen, de noch seg Menung dazu huet. Mach du? Ich denke, dass die auch so von den Schülern auf alle Fall die Realität zurückspiegelt. Mit Schülern mit ganz verschiedenen Familienkontexten, die oft frankophon sind. Ich kann aber auch mengen, dass in Heim ist einen Unterschied machen zwischen der Spruch Französisch und dem Fach Französisch und auch der Leben davon, weil das sind am Anfang aber verschiedene Sachen. Das schwätzt von einem Vécu disziplinär an der Schule. Und das tut natürlich in diesem Fall wird Spruch an Fach man den zu dienen. Aber es geht auch dann darum, wie das Fach organisiert das zu Lützeburg, wie gehen die Finalitäten von den Schülern geholt, wie klar sind die Finalitäten, also der Wählfach als ein obligatorisches Fach, all die Dimensionen spielen mit, wie die Schüler sich an dem Fach können wohlspielen. Und ich denke, dass zu Lützeburg an der Debatte oft Spruch auf Fach man nicht vermischt gehen. Das ist auch natürlich, weil aus historischer, aus sozialen Gründen hat man immer Französisch an der Schule, so wie doch am Titel angekündigt wird. Aber das ist aber so, dass ein Fach, ein Schulfach, also eine Konstruktion, die gedroht wird von der Schulkommunität, von den Institutionen, von den Enseignants und natürlich von den Schülern, von den Eltern und von der Berufswelt. Wir bleiben für Lummel durchstoßen, das ist schon ganz interessante Anregungen. Wir nämlich nach einem zweiten O-Ton von einem Schüler, also wie gesagt, das dann den Hilario Canito, und den ist ob der Deuxième am Lycée Nick Bever oder Biver, pardon, zu Diedling. Ma und ich schwätze gerne Französisch und ich kann mich auch gut ausdrücken am Französischen, also wenn es Spruchlichen hier geht es schon, aber echt beim Schreiben, du hast echt eine Menge Schwierigkeit. Ich bin ein Mensch, den echt beim Schwätzen gut ist. An all den Sprachen, wenn ich echt Richtung Schreiben gehe, dann ist echt mein Problem mit den Sätzen abbauen und so. Also die Grammaire geht nach, es sind noch ein paar Fehler an der Grammaire und Orthographie, aber das ist echt am Satzbau. Ich finde schon, dass wie die Profen ihr Kuren abbauen und so, es lernt dich schon von Jahr zu Jahr immer besser und immer mehr. Das ist schon gut. Der Noah ist auch eine Sache von der Person selber, zum Beispiel von mir, dass ich auch außerhalb von der Schule, da müsste vielleicht mehr Hand drunter lernen und noch mehr revisieren. Mit meinen Kollegen und mit meiner Familie, da schwätze ich echt der Lützeburg. Aber ich habe noch Familienbewohner, die halt von Frankreich kommen, zum Beispiel meine Tata, das kennt von Frankreich. Sie als Französin und dann, wenn sie dann daheim sind, dann schwätzen wir nicht mehr Französisch. Ich habe schon viel Plätze, wo ich außerhalb von der Schule auch Französisch schwätze, weil die sehen wir auch schon regelmäßig. Aber meine Cousine und seine Freunde, die kommen von der Belgien, wenn wir die auch gesehen, da ist auch Französisch dann auf der Platz und da muss man da auch schwätzen. Das ist doch hier schon ganz klar raus, also Schwätze geht, aber beim Schreiben, du hast da schon ein Problem, Grammaire, du hast da schon noch mehr größere Problem. Was ist Ihre Erfahrung mit dem Bestholz zum Beispiel? Ich meine, ihr entwickelt ja auch Material für die Grundschule. Wie fließt das mit an, wenn da zum Beispiel vis-à-vis von Kanner steht, die ja, frankophon von daheim aus sind? Man schon eben gerade das gedacht, das ist ja eigentlich wunderschön. Den Victor an den Louis hechten, ja. Die können von einem Spruch bad profitieren und die haben noch ganz viel Affinitäten dann für Französisch und das wunderbar. Und das aber leider nicht immer eben der Fall. Und es sind noch ganz viele Stimmen, die schwätzen von einer Krise vom Französischen, von einem gewissen Desamour du Français. Und da fand ich immer wichtig, dass ihnen sich bewusst wird, dass die Kant ganz am Anfang nicht Flamme hat, für einen Spruch zu lehren und nicht Flamme hat, für beizulehren. Es liegt wirklich an der Natur vom Kant, für die Welt zu entdecken, für Neues zu erleben, für Erfahrungen zu machen, für beizulehren. Und dann auf einmal merkt den, dass das für Französisch an der Schulkarriere vom Kant auf einmal nicht mehr der Fall ist. Und dass den sogar teilweise von einem Diku vom Französischen schwätzen kann.
Also an der Grundschule ist das oft der Fall gewirrscht, wann bis verschriftlichen Ugangen ist, von Schriftspruch dabei kommen ist. Und du hast eben dann noch ganz, ganz wichtig, dass den eine professionelle Haltung hört und dass die nicht im Kantschuld geht. Und dem Missstand und dem Degu. Und dass wir selber dann als Professionellen eine posierte Analyse machen, wie weit das dazu ist, und eben noch dann abstagenter machen. Auf 5 Jahren hat den Minister Claude Meisch am Anfang von seiner Legislaturperiode ein grosses Projekt lanciert, und das ist, dass Französisch fundamental neu gedurcht gehen, was eine riesen Chance ist, ein wertvoller Moment ist. Und da gab eine Erbesgruppe an die Leben gerufen, den zusammengesetzt war von Enseignern, also Lützeburger Enseignern, die dann den Terrain ganz gut kennen und die da begleitet von wissenschaftlichen Experten aus dem Ausland und noch aus dem Inland. Und wir sind auch noch immer am Gange, neues Material zu entwickeln, für bisschen dem, entre guillemets, des Amours du Français entgegenzuwirken. Und wir haben uns auch Europa basiert auf Kunst von Nancy Morris, da kommen wir ja auch noch ein bisschen später zu schwatzen. Und das ist ein starker Moment, weil eigentlich die Französisch lehren neu Gestalt kann gehen. Und du lädt als ein Hauptziel, und das ist die Motivation intrinsèque vom Kind zu behalten. Aber wenn wir das schon hinkriegen, dann haben wir schon gut geschafft. Ich mache eine kurze Crochet bei den Herrn Palumbo, weil die hat vieles gemeinsam am Anfang mit Milario, den wir gerade hören, und der kommt nämlich auch aus einem französischsprachigen Background, für das mal auf Englisch zu sagen. Wie könnt ihr eine Plus-Value sehen für so Schüler, die sich die Gedanken machen oder der Problematik oder die Problematik an ihrem Alltag begegnen? Also ich weiß nicht, ob mein Background eng Plus-Value kann sinn méi vielleicht echtter még professionelle Haltung wie lo grad gesot gin als Französisch Enseignant. Ich meine, das schenkt mir wirklich das Wichtigste sinn. Am Hilario singem Fall, am Victor und am Louis singem Fall, humor natürliche Konditionen, die schon stimmen, auf alle Fall am Anfang, für das sie mit den Schülern weiter auf dem Apprentissage vom Französischen kann weiterführen. Es möchte allerdings nicht verhängen so viel Spaß, das wissen wir. Und ich denke, für das es aber so viel Spaß wie möglich kann machen, Französisch zu lernen, muss man die Schüler, die wir haben, einfach an Erfolgssituationen setzen, an ihnen einfach weisen, voilà, das natürlich ein komplex Spruch, das ein ambitiös Spruch, aber wenn wir das zusammen machen, für den Schüler zu helfen, die Spruch zu meistern, aber die echt Erfolgserlebnisse haben, dann haben wir Chancen, da sind Chancen da, für das sie auch besser am Französischen gehen. Und das vielleicht auch die Repräsentationen, die sie vielleicht haben, vom Französischen sich auch ändern. Und die Chancen, die gehen direkt geholt an der Grundschule. Zter der lachte Randregel am Zikel 3 dat neit Franzésischbuch Salut c'est magique. An den nächsten 2 Jahren könnt ihr noch am Zikel 4 ein neues Buch. Von den Experten, die in dem Buch Salut c'est magique mitgeschafft haben, als der Jean-Louis Schiss, als emeritierte Professor Spruchwissenschaften an der Didaktik vom Französischen und der Uni Paris 3. Und hat uns am Interview für dich mal den Unterschied zwischen Frankreich und Lützeburg erklärt, was den Enseignement vom Französischen belangt. Le point fondamental, c'est bien sûr le fait que le français est la seule langue d'enseignement, ce qui n'est évidemment pas le cas au Luxembourg, puisque d'abord ce n'est pas la même situation socio-linguistique, puisqu'il y a une langue nationale, le luxembourgeois, et qu'il y a aussi 2 langues officielles, le français et l'allemand, et que au fond, ces 3 langues coexistent à l'intérieur du système éducatif et sont toutes les 3 des langues à travers lesquelles se transmettent les disciplines scolaires. Donc, on a vraiment cette différence entre, pour le dire vite, le pays monolingue et le pays plurilingue. Soweit also zu dem État des lieux, mais nur das auch Sängerschätzung gehen vom französischen Enseignement zu Lützeburg. Moi, je participe à un projet éducatif pour l'enseignement du français au Luxembourg, qui est la confection d'un matériel pédagogique pour l'école fondamentale, manuel qui s'appelle Salut, c'est magique. Alors,
De ce point de vue-là, j'ai été amené naturellement à prendre connaissance. J'ai entendu les représentations qu'on se faisait de la langue française au Luxembourg, et en particulier les représentations des professeurs et les représentations des élèves. Je travaille depuis longtemps sur un thème qu'on peut appeler comme ça, avec les guillemets, la crise du français dans les différents pays. Et au Luxembourg, je me suis dit, est-ce qu'il y a une crise du français, d'après ce que j'entendais, c'est-à-dire une crise de la langue, une crise de l'enseignement, effectivement, de la langue. Et mes interlocuteurs m'ont dit, oui, il y a quelque chose, il y a un certain décrochage des élèves, il y a moins d'intérêt pour le français et la France. On m'a dit aussi, les professeurs de français sont parfois beaucoup plus exigeants que les professeurs d'anglais ou les professeurs d'allemand. Le français a parfois l'image d'une discipline un peu trop académique, qui aurait un caractère rébarbatif pour les élèves, où les exigences normatives seraient plus fortes que dans les autres langues. Et ce petit tableau compose effectivement ce qu'on peut appeler comme ça, du point de vue des représentations, une crise du français. Moi, je ne sais pas, je veux dire, si le terme est approprié, parce que il y a une crise du français en France, dans une certaine mesure, c'est-à-dire beaucoup de débats autour de l'enseignement de la langue et de l'image de la langue française, etc. Moi, je me dis quand même que le français a une très grande place, effectivement, au Luxembourg. Alors, peut-être y a-t-il une difficulté particulière dans le système éducatif. Je dirais que il y a le problème du bilinguisme de l'apprentissage. C'est-à-dire que les élèves commencent à aborder la lecture et l'écriture en allemand. Et peut-être, c'est une hypothèse, ce serait à vérifier effectivement sur le plan scientifique, est-ce que l'acquisition de deux codes différents à peine décalés, je dirais presque en même temps, le français et l'allemand, peut-être cela constitue-t-il pour les jeunes élèves une difficulté particulière. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait effectivement creuser. Voilà. Après, au secondaire, la question des textes littéraires en français, de la culture classique, c'est peut-être un petit peu difficile, c'est peut-être un petit peu plus lointain par rapport au vécu, effectivement, des élèves. Mais il ne me semble pas que ce soit en soi un problème de multilinguisme, parce que nous avons le même problème, effectivement, en France, pays officiellement monolingue, dans lequel la culture des élèves se trouve parfois assez éloignée de la culture classique que transmettent les études en français. Den Professor Schiss, also da war ganz viel dran. Also wir haben an der Hauptsache de Problem vun der Meesprochechkeet, dat ass da noch hiedregem bewusst. Wo knapp den dann do am Enseignement fundamental an der Grundschule, man am Beispiel lorem fir op dat pädagogisch an didaktisch Material zurückzukommen. Ma ja, vielleicht kann ich just so den Jean-Louis Schiss. Hier schafft ganz eng mat als zur Summe seit 4 Joer a mat dem Evelyn Rosen von der Uni vu Lille begleet hin dann d'Ausschaffe vom Material von engem wissenschaftliche Standpunkt aus. An hin hilft Meesprochechkeet a 4 verknapptet eventuell mat engem Problem, wobei ich lo et och gerne wild als Chance durchstellen so. Minatielech et an der Materialentwicklung dat immens beschäftigt van den evaluet mir misisten den Material eigentlich selber entwickeln, weil man gemerkt hun, dat op aus spezifisch Spruchesituation neicht passt wat dat gött am Ausland. Dat huet natürlich ganz viel von Reflexionen noch geprecht, die Evaluierung iwwer Meesprochech geht. Fir dat den neuse Kontext eben also fir also Kontext passt, van den sech Lodo just enker 2 Zuelen uguckt fir de Kontext ze belichten, dann nummer ball 44 Kanner 44% vun de Kanner, die eng ausländsch Nationalitéit hun am Enseignement fundamental am global 34%
von der Kanner die bilingual opfussen. Genau du gesagt in der den individuelle Spruchbiografie muss Rechnung drohen von den Neutschallmaterial denkt ja Skilofleisch net méi op den Kontext vun den Krächen am Sikel eenent an méi just fleischcht fir enker ganz kurz ich wiss net wéi fir enker ganz kurz ze suen dat kann er eben zu Lützeburg ganz frei a Kontakt mat viele Spruche kommen an noch op d Franzisch sensibilisiert gin an de Krächen an am C1 am C2 du leieren kann er ab dem also seit dem September 2018 mam Salut c'est parti das net Salut c'est magique mit de Salut c'est parti schon mündlech Franzisch an dat das an klangen Aktivitäten die regelmäßigschen Aufstand durchgefordert gin dat könne Lieder Interaktionen Spieler sind die auch an andere Fächer dann noch stattfannen. An Lo seit September 2020 gëtt an de Salut c'est magique, de noch angangen ass nach weiterentwickelt ze ginn fir den Sikel 3. An da sinn Material fir Franzisch ze leiere mé ganz klo an Li mat de verschiedene Spprochen. An eben die eng vun denen Approchen, die ganz wichtig am Material sinn ass die Approche plurilang. An E Kant léiert eigentlich eng neue Spruch, an dem se ze vernetzt mat de Spprochen, die jo kennt an die jo kann. An mischt Lernen zwischen de Spprochen an die Lernen die sind heinst du verstoppt an das eben nun als Enseignant fir die Lernen explizit zu machen. An du ginet dann verschieden da ginet zum Beispiel Gemeinsamkeiten zwischen de Spprochen an das natürlich dann niemand flott wird kann weil sie dann oft können en positiven Transfer von enger Spruch an die anderen machen an da lehren se Spproche vimi sehr van sie merken dat du Ähnlichkete bestehen. Wann dann hawer ënnerscheder zwischen de Spruche gin, dat mochte kann er oft bisse méi ze schafen an dat nennen dann Interferenzen an du also dun Eis fir déi dann eben raus ze kristalliseiere, fir déi mat de Kanner ze reflekteieren an dann noch visuell festzehalen, fir dat sichtbar gëtt fir Kanner. An dat fir dat lobussen enker konkret ze weise, wie dat sech am Material widerspiegelt. Mir hunn du ganz viel Spruchvergleiche angebaut. An déi Mamer zum Beispiel op engem semantischen Niveau, Niveau vum Wortschatz, du kann hin fir dat illustrréiere fleicht d'Aktivitéit so wot kann er dann den Lexik vu de Färwen, wo se da mirken blau, bleu, dat das bisssen namlech, dat sinn also frünn, dat se semantisch frünn. Aner wieder wie zum Beispiel grün a vert, die gleichen sech zwannet, dat sie kein frünn. So mirken kann er dann wéi wie die verschieden Ähnlichkeiten oder Unterschieder sinn. Dann hummer auch ganz viel Spruchvergleiche am syntaktischem Niveau, am Niveau vom Satzbau. Da kann ich zum Beispiel so von ein blaues Heft, ein Cahier bleu, da mirkt den dat Adjektiv von der Färf, ein Kaffee dro steht, an ein Kadonu steht. Dat kann dann noch flott mat Bilderkarten so weisen oder am Niveau von der Phonologie. Zum Beispiel wann in den U schreibt op Deutsch wie bei Bus, da schreibt in den ich kann net gut Radioweise mit also in U an wann in dann Pool op Franzisch schreibt auch mat dem von dem U dran, da muss in OU schreiben an dat sind alles so ënnerscheder die et Geld fir mat de kann herauszuschelen op spielerisch man näher auch Pädagogie afleise losen ja. Mir hatte fir run den Louis an den Viktorheren aus der Grundschule vu Killen. Für einfach mal zu wissen wie dat Material der Dialog du geschwartet könnt hummer dem Viktor an dem Louis hier Joffer gefreut das Veronique Maas. Also mir hunn den neue Programm den as am Verwegflot abgebaut an der Hinsicht fallen durch viel Wiederholung an dem Genre von Aktivitäten och wegste kannner die bis mé zecken aber gut bei der Stang hält an das ganz spielerisch abgebaut wat kann immens Fred Franzésche wegspringen hun lo Erfahrung bisssen dat Franzisch kann immens motivieren und dat ze dat umfang wegskere machen von daher wat das auch mengenisch zumindest teil bei Eis bisssen so dat sich dat bisschen dreht so hat man immer méi Kanner die so Affinitäten zum Deutschen hatten an dat verlagert sich wirklich oder einfach viel Kanner kommen die schon irgendwelche mat französischer Berehrung sind an ja dat möchte natürlich dann noch mehr einfach weil einfach mehr wie kü schon du hast bei der Kanner natürlich feiert KW Lunch dat sie doch bisschen üben mehr
Ja, ich empfand der Wall net dat so schwierig. Ich menge schon, dat du ganz flotte Weg von Kinas für die Kanada zu vermitteln. Dat ist so durchaus positive Feedback, also dat das System do de schenkt seg Frichten zu drohen. Komm man enke kurz op den Jean-Louis Schiss zurück zu schwatzen den nämlich betont, wat du Forderungen sind an engem Schulsystem, die sich unter anderem durch se groß Heterogenität auszeschen, wat de Parcours vun de Schüler an ihre soziolinguistischen Background von allem ugeht. Weget beim Enseignement vum Franzéschen dann dëser Diversitéit Rechnung gedroen an wege den hier gerecht. Herr Palumbo. Ja, dat ass eng ganz pertinent froh an do ginnet awer wirklichcher Pisten, die Terrain appliéiert ginn seit eng Partioen. Ich meine ganz viel Enseignant net op eng Reform gewoart fir op d' Besoin vun de Schüler anzugoen. Wann den Evaluation Diagnostike mëcht, fën den relativ séier raus, wo d'Schwierigkeete laien erwart, awer och vielleicht schon gut funktioniert. Ganz viel Lyceen offrieren och an dat schon seit längerer Zeit Option Renforcéskuren, Cours d'appui oder eventuell Schülerhëlle für Schüler, fir eben op die Spezifitéite vun den Besoin do anzugoen. An dann hummer seit denken ich 2017 eng Reform, die afauerert gin ass an dat am Cycle inferieur vum ESG an noch op den 4. an 3. Wo dem de Niveau de base an de Niveau avancé gi dann wat do tram de fond, also dat habt idee ass Differentiation pädagogik. An dat ass een harden Wolle, dat ass eng hart Nuss, dat ass och nei an eise Kap, dat kënnt loser loes zu Lützeburg an net feng de noch defektert Konsequenzen Terrain ze gesinn. Natürlich muss ich oppassen, dat se net Pädagogie differenciiert mat der Reform verwieselt. Mit Pisten sinn awer do an schmengen all Enseignant den eng gut Conscience professionell huet versicht awer op d' Besoin vun segen Apprenant anzugoen. Den Herr Schiss hat doch ugeschwtech, dass das Französisch ja als schwer Spruch nach immer durchsteht, als schwer Fallespruch, als akademisch Spruch an aber von den so am Busfiert oder an der Stroß nullstadt wie Leute schwatzen, das aber ein Spruch, die enorm am Gang ist zu evaluieren, wo ganz viel Argo-Konnotationen mat dafleessen, ja so go Deler vun oder aus andere Sprochen. Dat hicht die Spruch, die evoluéiert joch par rapport zu dem Material, wat kann er dann an der Schule lehren. Wie will du zu besoen? Wat ik kenint zoen, dat ass das zu der Analyse vum Jean-Louis Schiss nach een Aspekt dabeiken, dat das Massifikation vum Sekundär. An dat en eng film heterogen Populationun lo an de Lyceen huet. An dat bringt klo or Wiesel mat so Paradigmawiesel mat wéi Stellewert Franzésisch am Schulsystem huet. Soll wie dat lo gesot huet, soll hin oder Fi allem wéi soll dat akademisch wësse weiter an de Programm abannen, sollen d'Approche nach so reng normativ sinn. An des Froen, dat sind am vu ganz legitim Froen, einfach vun engem Zeechen, dat se Schulsystem evoluéiert. Dat soll op ke Fall ugesi ginn wie eng Form, wie en oftéiert vun engem Nivellement vers le bas. Ich mein, dat sie ganz legitim an echt positiv zeechen, dat se Wiesel do hast. Ja, das Synonym auch von einer Gesellschaft evaluiert eng Spruch. Komm awer op engen Erdelung vun dem Sujet do ze schwatzen. Nancy Morris, sie ist Senior Lecturer for Language Education op der Uni Lützeburg. Sie hat ihren Aufschluss auf Französisch Linguistik und Literatur gemacht. Sie hat aber ein qualitativ Etude über den Enseignement vom Französischen am Fundamental durchgeführt. Wir lauschen mal, was sie darüber sieht. Es kam einerseits heraus, dass der Französischunterricht auf sehr vielen positiven Ressourcen aufbauen kann. Also die Interviewpartner beschreiben da sehr viele Faktoren, die positiv im Französischunterricht genutzt werden können. Also zum Beispiel die geografische Nähe zu den frankophonen Nachbarländern, auch die große Bedeutung der französischen Sprache in der Gesellschaft, auch der hohe Stellenwert im luxemburgischen Schulsystem, historisch bedingt.
Also Französisch kann insofern nicht als Fremdsprache bezeichnet werden, wie das einige tun, sondern es ist wirklich eine ganz relevante Zweitsprache. Und auf der anderen Seite lassen sich aus den Interviews aber auch sehr viele Herausforderungen skizzieren. Also einmal zum Beispiel ganz wichtig, gesellschaftliche Vorstellungen von der französischen Sprache oder auch Unterrichtsvorstellungen, Spracheinstellungen, die in sehr vielen Köpfen einfach sehr tief verankert sind und die sich indirekt auf den Französischunterricht auswirken. Also zum Beispiel negative Erfahrungen in der eigenen Schulzeit oder auch abwertende Haltungen gegenüber der französischen Sprache. Auch noch der Leistungsdruck oder ein hoher Perfektionsanspruch, der in der eigenen Schulzeit entstanden ist. Und das ist gesellschaftlich so tief verankert, dass wir eigentlich einen gesellschaftlichen Aushandlungsprozess brauchen, wenn wir Französischunterricht modernisieren wollen. Ein weiter großer Punkt, eine große Herausforderung war, dass also die Interviewpartner beschreiben ganz unterschiedliche Gräben innerhalb des Schulsystems. Also einerseits ganz unterschiedliche ideologische Vorstellungen von Lehrenden und sowohl in École Fondamentale als auch im Lycée. Es hat auch mit dem Alter der Lehrenden wenig zu tun, sondern dass es eben weite Teile der Lehrerschaft gibt, die das eben immer noch sehr stark als Elitesprache ansehen, wo Französisch eine starke Selektionsfunktion hat. Und dadurch gibt es auch innerhalb der Lehrerausbildung immer wieder so eine Reproduktion. Also dass neue Lehrer an eine Schule kommen, es vielleicht anders machen möchten, aber dann immer wieder in alte Muster zurückkippen. Und ein anderer Graben, der beschrieben wird in den Interviews, ist eben zwischen École Fondamentale und Lycée Classique vor allem eben, dass man sich da gegenseitig auch ein bisschen die Verantwortung zuschiebt, warum Reformen in der Vergangenheit nicht so durchgeführt wurden. Und ein dritter großer Punkt, also eine große Herausforderung ist so auf der Ebene des Unterrichts, also der didaktisch-methodischen Unterrichtsgestaltung. Da gibt es sehr diverse Ansichten dazu. Soweit also da Nancy Morris hier Konklusionen über die qualitativ Etude. Sie huet awo eng Reif vun Rekommandationen Weltkonditionen fir en grundlegend Reform vum franzésich Enseignement zu Lützeburg misste sinn an dann kom mat drop zu diskutieren, wat dann wie sinn. Die Entwicklung einer landesspezifischen Französischdidaktik muss das Ergebnis eines gesellschaftlichen Aushandlungsprozesses sein. Also ein Dialog zwischen Unterrichtspraxis, zwischen denen, die diesen Unterricht gestalten, zwischen der sprachendidaktischen Wissenschaft, aber eben auch zwischen Bildungspolitik und zwischen der Materialentwicklung. Also die neuen Lehrwerke in der Grundschule haben da einen ganz großen Einfluss. Aber auch die sind ja das Ergebnis eines Dialogs zwischen Wissenschaft und Praxis. Und was sich aus der Studie aber gut herausarbeiten lässt, und das ist auch eine Aufgabe der Sprachendidaktik, dass es schon möglich ist, bestimmte Säulen zu formulieren, die aber dann für den landesspezifischen Kontext weiter ausgearbeitet werden müssen. Und da wäre zum Beispiel eine wichtige Säule, dass die Akteure im Schulsystem erstmal Klarheit darüber gewinnen müssen, welchen Status die französische Sprache im Schulsystem überhaupt haben soll. Das hat großen Einfluss auf die Unterrichtsgestaltung, auf die Didaktik. Also dass wir wegkommen von so einem starken Fokus auf Grammatik und Vokabellernen oder dass eben die Sprache so normativ als Regelsystem gelernt wird und dass wir eben hinkommen, dass Französisch die Unterrichtssprache sein kann, also eine Kommunikationssprache, in der andere Inhalte, Sachinhalte erarbeitet werden kann. Eine zweite Säule so einer landesspezifischen Französischdidaktik wäre, dass das Gleichgewicht zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit in ein besseres Verhältnis gesetzt werden müsste. Also das geht auf keinen Fall darum, das schriftsprachliche Niveau zu senken, denn das ist für den Bildungserfolg der Schüler sehr entscheidend. Aber in einer Didaktik der Mündlichkeit müsste gemeinsam definiert werden, wie man auf den vorhandenen mündlichen Kompetenzen der Schüler aufbauen kann und wie man nicht nur die alltagssprachlichen Kompetenzen weiterentwickelt, sondern vor allem auch die bildungssprachlichen Kompetenzen.
Eine dritte Säule, die zu bedenken wäre, ist, wie diese Französischdidaktik eingebunden werden kann in Ansätze der Mehrsprachigkeitsdidaktik. Also dass die Schulsprachen nicht isoliert voneinander gesehen werden und unterrichtet werden, sondern dass die Sprachentwicklung der Schüler als dynamischer Prozess angesehen wird. Also dass die Sprachen der Schüler miteinander interagieren und dadurch eben auch Synergieeffekte entstehen. Ein letzter wichtiger Punkt wäre die Evaluationskultur im Fach Französisch, dass wir wegkommen von defizitorientierten Sichtweisen oder von Aufgabenstellungen, bei denen es nur um die Fehlerzahl geht. Und dass wir eben hinkommen zu einer kompetenzorientierten Bewertung, wo eben alle Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler positiv valorisiert werden. Ich gesehen ja schon alle guten positiv mam Kap wackeln, der Tisch stimmt dem zo, weil du gesagt hast von der Nancy Morris. Also sind auf jeden Fall ganz viel positiv an pertinent Elementer dran, den Equilibre zwischen Moral und dem Écrit, du hast die Lektüren Apps gemacht, das nennt den Ponderation. Kompetenzbereicher sie ponderiert gin met das nach immer en Dekalage do. Ich si mal ganz sicher, dass man um Niveau vun der Evaluation auch do nach een We ze machen hunn an wat Repräsentationen betrifft, die suchte Jean-Louis Schies erwähnt hun schmengen auch do muss man nach Dr schaffen. Schëllefleisch eng froh rausgepickt, Di iwwer den frohe Webinare rakom, also Dir wisst ja dobausen, Dir könnt euch sehr frohen raschecken wann der Welt. Wie kann in de Schüler dankcht fir franzéschen Waschschulen die nach hunn so go op 4., 3. etc. Madame Walti. Ja, also ich sind der Meinung, dass man do wirklich nach ganz viel Erbestun, also wir müssen das ganz auf viel mehr eng locker erderweis ugoen an nicht direkt penalisieren, wann der Schüler einen Fehler möchte. Ich muss so in Christian, da sind ich absolut denger Meinung, die hat das von der Welt Buch do ausgeschafft, Salut c'est magique, mein Jung schafft mein Buch, und ich muss so in immens viel Fried Franzéschen hier mecht dat Fach ganz ger. Voilà, ich meine, wir müssen op DW goen. Wir müssen auch am Sekundär am Lycée op DW goen. Wir müssen hinnen Dankstuhle Fehler zu machen. Wir dürfen sie nicht direkt kritisieren, wenn sie Worte falsch betonen. Ich meine noch, dass das ganz wichtig ist. Ich bin noch der Meinung, dass man muss noch viel mehr kommunikativ derweise das Fach müssen enseignieren. Und das geschieht ja auch. Also dass immens viel geschieht an den letzten Jahren. Ich fand, dass der kommunikativen Aspekt von der Spruch enorm wichtig ist, mehr effektiv muss ich einfach aufpassen für das Basis an die spruchlich Fundamenter, dass das danach erhalten bleibt. Also es geht darum, eine gute Balance zwischen den zwei zu finden, weil ohne Grammaire und ohne Lexik, ohne Vokabular, also doch ganz schwierig. Wir sind aber am Gangen wirklich das kommunikativ viel mehr auszubauen. Tonja Raus, die schafft ja auch auf der Uni ein Bild am Master für Secondary Education, zukünftig Französischprofen aus. Du wirst also von ihnen mehr gefordert gehen in Zukunft. Ich weiß nicht, ob mehr gefordert geht an der Zukunft. Ich denke, dass die Schulhalle verlangt, immer am Anfang neu Wege zu gehen, für eben zusammen mit der Revolution von der Gesellschaft zu laufen, dem auch die Ausbildung an von denen, also die Ausbildung von den Profen an von denen neue Wege, als bestimmt Schaffung gewirrscht vom Master en Enseignement Secondaire, den schon nicht so lange geht. Mittlerweile gehen es 4 Filieren, Französisch, Deutsch, Lützeburg und Mathe. An einer Filieren sind lo am Abbau. Und ich will dazu sagen, dass wirklich eine fachspezialisierte Formation für hauptsächlich die Fachkompetenzen zu stärken. Das heißt, sowohl an der Spruch wie an der Literatur. Und dann offerieren wir eben auch noch didaktische Aufhörungen, fachdidaktische Aufhörungen, zum Beispiel an Französisch Literatie oder an Jugendliteratur.
An niewebei gëtt eng fachiwwergreifend Komponent, wo Studenten dann aus all de Filieren, Vierlesungen, Vierlesungen, Workshoppen deelhoelen zu méi pädagogisch an didaktische Froen. Dat wesentlichst vielleicht an der Formation leider awer auch der Meket die Studenten hunn 2 Mal an Stage zu go vu jeweils 3 Wochen, wo se ganz eng begleet gin vun Enseignanten aus den Gebaier, die sie empfangen. An das ist einfach wesentlich für die Studenten, weil sie einen direkten Kontakt kriegen, direkten Abblick an ihre zukünftige Arbeitswelt, an sie bauen auch schon lernen, ob mit ihren zukünftigen Arbeitskollegen. Und auf der anderen Seite entsteht auch ein Austausch zwischen dem Master, also zwischen der Formation, an denen Enseignanten, die eben als Tutoren und Tutrice sind. An diesen Austausch ermöglicht uns dann noch am Kontakt zu bleiben am Terrain, für wirklich können not run zu sehen an einer Ausbildung, weil effektiv an der Klasse geschieht. Und das ist auch wichtig für die Recherche, für das Praxis und Recherche artikuliert können sehen. Und ich denke, dass es doch wichtig ist für die Enseignanten, einen Abblick zu kriegen, ob wie dann die zukünftigen Französischprofen bei uns ausgebildet gehen. Zum Beispiel die Wichtigkeit, die bei uns auf der Vierbredung, justement auf der Mehrsprachigkeit gelöst wird, wo wir können, ob die Enseignant-Chercherin, die auf der Universität zu Lützeburg schon lang sich mit dem mehrsprachischen und mit dem sozial heterogenen Familienhintergrund von den Schülern beschäftigen und als Studenten dann am Master wirklich darüber können aufmerksam machen. Und das ist so gut an der französischen Filiere wie an der deutschen, wie an der lützeburgischen, wie an der Mathis-Filiere. Und ich denke, da geschehen dann auch schon Ouvertüren und ich versuche von Synergie geschwärzt. Und da ging ich noch zum Schluss eure Wort so zur multimedialer Literatie, die ja eine Schlüsselkompetenz an unserem Schulsystem ist. Und da noch als Studenten die Möglichkeit, sich wirklich mit der ganzen digitalen Schule schon ein bisschen zu familiarisieren, mit neuen numerischem Schulmaterial an besonders mit den Lehrmethoden, die denen Materialien dann angepasst sind. Mhm. Das ist lo Ersicht mir natürlich auch eng Masterstudentin gefrot, also eng später Französischprofessorin wat sie dann do vun der Halteiers Adriana da Silva Gouveia. Ich fand, dass es die perfekte Kombination aus zwischen Fachliteratur, Linguistik, Pädagogie und Didaktik. Was ich auch noch ganz flott fand, ist das Theorie, aus das mehr Theorie, die mir auf der Uni Lu gesehen direkt können an Praxis umsetzen. Das heißt, dass die Studenten während 3 Wochen an eine Stage geschickt gehen, wo sie praktische Erfahrungen an den verschiedenen Lyceen, sowohl Technik general wie auch Klassik, können sammeln. Da haben wir auch Kur, als sie von einem Tutor oder Tutrice begleitet gehen. Das heißt, wir gehen direkt mit der Realität vom Beruf konfrontiert, was natürlich ganz positiv ist. Für uns darüber so gut wie möglich viel zu bereden, haben wir unter anderem an unserer Formation ein Fach, was digitale Schule heißt. Heute sehen mehr wie Französisch oder ein anderer Spruch, mittlerweile auch Mathe, am Alltag kann enseignieren, an dem wir mit pädagogischen Konzepten schaffen, die viel mit der Realität von den Schülern verbunden sind. Da benutzen wir auch ganz viele Digitalmedien, die Schüler können ersetzen für die Lehre von einem Spruch, auch mehr Spaß möchte und spannend ist. Meiner Meinung nach mussten Enseignants immer mehr kreativ denken können und Methoden finden, die die Schüler interessieren und hauptsächlich auch motivieren. Madame Raust von der Trick, weil dir ja wünscht, auf der Uni. Ja, was die ganz froh, Adriana zu hören. Ich meine, es hilft ganz wichtig Punkte nach 4, eben der Punkt von der Kreativität vom Enseignant, den Mutter quasi für die Motivation von den Schülern, und für das eben justement die Schullehre von einer Spruch auch Spaß bleibt. Und Lehren zu lehren, Lust tun zu lehren, und wir wissen, dass das sind die besten Voraussetzungen
für den nächsten Lehrprozess zu fordern. Und natürlich können du digitale Ressourcen eng Hilfe sein, mit kann natürlich auch ein Fall sehen, wenn sie nicht richtig angesagt gehen. Das stellt dann auch froh von der Platz von der Jugendkultur an einem Schulprogramm. Mhm. Herr Palumbo, du die Experience eben mam IFAN als Formateur, wie geeft dir reagieren op dat wat mal lo heren hun? Ja, also ich sie für dich mal ganz froh zu hören, dass Madame Gouveia zufrieden ist mit ihrem Studium. Das ist ja schon ein ganz positiver Punkt. Sie erwähnt doch den Stage, den sie während dem Studium möchten. Und das schenkt mir wirklich wichtig, dass die Leute, die wollen dann den Enseignement herkommen, dann noch so frei wie möglich enker die Ambiance von einem Klassensaal aus der Vue von einem Enseignant mitkriegen. Voilà, sie wissen dadurch zu schätzen. Sie erwähnt Kreativität, da komme ich nicht drauf zurück. Tonja hat das ganz gut gemacht. Sie erwähnt aber auch die Methoden. Sie sieht Methoden fannen. Da sind ich auch ganz d'accord, Matthias. Es gibt enorm viel Unterrichtsmethoden. Und die muss ich nicht weit sicher gehen. Du brauchst einfach nur eine kleine Recherche zu machen und da finden eine ganz Panoplie von Methoden, die von Universitäten, unter anderem die von Köln, proposiert werden, die ihn dann noch kann an seinen Unterricht abbauen, für die ambitiösen Kontenuen, die man haben, vielleicht auf eine noch mehr interessante Art und Weise zu vermitteln. Wir stellen aber fest, dass die Methodologie von den Knackpunkten ass an do versicher mir Institut eben et Stagiären zu outilieren, fir hinnen zu weisen. Et gëtt net nëmmen de Cours magistral och van de Schneichkind een gut organisierte Cours magistral und et gëtt net nëmmen de Question-Réponse oder dat Maiotik, wo alles iwwer den Filter vum Enseignant geht, an dofir muss den Enseignant auch ganz fit sinn fir dat 6-7 Stunden den Dach zu machen. Mé et gëtt nach e ganze Cope Methoden. Die hat vorgestalt, ob an Zukunft méi gefordert gëtt, also ich denke, net gëtt net mi einfach iwwer haben mul enseignieren an et gët doch net mir einfach Französisch zu enseignieren, den Defi den Challenge bleibt an den as eigentlich schon do, wann man gucke, wat die lächte 10-15 Joer alles an Schul mat agefloss ass, dann ass dat schon e grosse Wolle. Ich denken zum Beispiel de kompetenzorientierten Unterricht, wo ganz viele Enseignants sech auch weitergebildet hun, fir dem Rechnung ze drohen. Ich denken und Reform, die ich fir erwähnt hun zwischen dem Niveau de Base und dem Niveau avancé. Ich denken die ganz Digitalisation, die Madame Gouveia auch erwähnt huet, an dafür vun den Tabletklassen, die neue Konzeptionen Matze springen, wo man als dann aber auch erhoffen, dass dat méi effikaz wert sinn. Ich hatte den kompetenzorientierten Unterricht erwähnt, auch do, also lesen, lauschen, schreiben, schwätzen, das ist schon komplex von den am Französischkurs am Mesium mat de Enseignants, die meiste Stunden hun am Sekundär, der will ich nicht vergessen. Aber als das Programm schön chargiert, dann kommen nach die ganz Spezifizitäten dabei, jeno auf welcher Klasse da sind das. Ich zitiere einfach mal Poet, Literatur, Geschichte, die Analyse von Aktualitätstext, Grammaire, de Vocabulaire, Dissertationen schreiben, Lecture cursive oder suivi. Und das sind eben die Challenges, die wir an der Formation IFAN haben, an denen 80 bis 120 Stunden, je nach wen Modular zusammenrechnet, für ihnen da voilà, Möglichkeiten, Outien zu gehen, für dann, wie soll ich sagen, effikaz, effizient Französischstunden zu erhalten. Das heißt, sie sind am Anfang durch die vielen Formationen kriegen sie Pisten, das natürlich nun hinnen für sie umzuwenden, für die Courage auch zu holen, für sich etwas zu trauen. Und dann kann ich vielleicht noch so für aufzuschließen, dass weil das all Stagiaire an seiner Schule ein Begleder huet, dat nennt den de Conseiller Pädagogik oder Person de Referenz, die auch wirklich do hast fir ze hëllefen, weil nachher die Challengen, die sie schon do. Die nächst froh, die dem op der Hand leitet, dass der wie empfannen, dann Profen aus dem sekundären Enseignement vum Franzischen op Franzisch. Du auf dich mat Profe geschwert, die Franzisch als Lang vehikulär benutze fir het Fach zu vermitteln. Du fang mal un mat der Carol Eicher, sie als Physikprofessor am College. An sie so uns Dateiten zum Französischen. Ich gesinnet schon als eng Hemmschwell für sie. Ich gehe dann einfach Beispiel, wenn ich in vor Französisch stelle, wie der Schüler entweder nicht oder der ich in der Plötzeburg so, und da kann man noch ganz gut sagen, flott frohen, können doch mal eine Diskussion ab. Mit das vielleicht ein bisschen wie kompliziert wie das. Der wie op franzische Fehler soen, dat Statinen och bisssen am Kap anderem.
stelle ich mich dummer de bisse bloß. Ich mengen dat sie schon vu klenge und dat schon fundamental und dann woop leeren dat kritisch denken, Kommunikation wie an den Digital Science System du auch schon geschwert gehen as frohe Stellen, Plangen, mal an andere Sprachen, Plötzebuie, steigt, dann löst eventuell auch Französisch, dat sie überhaupt mal an die Gewohnlichste kommen. An der das Kommunikation. Ich meine, die muss mehr gepflegt gehen. Ob in Lodo zum Beispiel seht mir machen an den Sprachen auch eine Stunde Kommunikation, das Literatur do, das Grammaire do, da die seht mir ja, wir müssen noch den Weg von der Kommunikation, weil die Haut immer mehr wichtig gehen ist. Das ist das immer bei der Sache von der Hemmschwelle, also die, denen so schwer wirklich sich auf Französisch auszudrücken. Wieso? Also du brennt mal, weil ich jetzt anschauen, das also sind so viele Elemente, wo ich vielleicht dazu suchen kann. Wir müssen unbedingt die Fehlerkultur ändern. Und wie Jessica auch für Druscher gesagt hat, Waschkomme von einer Fokalisierung auf die schriftspruchlichen Normen und das unbedingt überdenken. Es schon nur zwei Momente also am Kopf, an denen zum Beispiel ein Ekut mischt, also wohin dann wo den Verständnis geht, aber wenn ihn dann Bewertung darüber auslädt, da den dann zum Beispiel Orthografffehler sanktioniert, dann sind eigentlich total inkohärent, weil ihn es auch nicht oder bewährt wat den Objektiv ist. Und du fand ich, dass es enorm wichtig ist, dass mir dat man dat reflektieren an dat man kohärent Objektiver kohärent Kriterien an noch dann déi transparent mache fir Kanner. Dat ist zum Beispiel ganz wichtig. Und dann noch beim Schwätzen, du hast ganz wichtig, dat den se immer überlegt, ein Ziel eigentlich von den sich so vier stellt wie ein Dreieck vorhin auf der anderen Seite vom Dreieck das richtig schwatzen auf der anderen Seite das komplex Sachverhalte erklären und auf der andere den anderen Akt vom Dreieck den das flüssig schwatzen aber mir als Erwursennen für eine Herausforderung gestaltet für die drei zu summen zu machen da kriegen wir das schon bald nicht hin aber wenn ich dann kann erfried für an dem namsten Moment das zu mir darin dann nie war vor der den sie total und du musst mir als ganz klar wir müssen dadurch ganz klar die Kanner kommunizieren was mir auf einer Situation den Fokus lehen an die Korrektheit die können wir eben nicht an alle Situationen auffordern weil das bauen wir eine Angst ob für selber Spruch aktiv zu gehen. Ich meine, das ist ein ganz interessanter Knackpunkt, den der Lokal geschwert hat. Man am Wald, ich wollte doch nicht. Ja, also ich muss sagen, dass es effektiv ist, wie Madame Aisha sieht. Viele von unseren Schülern sind leider angeschüchtert, sobald sie müssen vorgreifen auf Französisch. Viele von ihnen sind blockiert, sie haben quasi Angstzustand. Also ich spreche nicht vom Eleve frankophile frankophone oder lusophone lo wirklich vom Lützeburger Schüler den noch Lützeburger Stohem schwarz den net der französischer Kultur so exposéiert das den echter Germanophiles oder Germanophon schwarze noch vom Eleve anglophone oder anglophil an mir hu ganz viel Nationalitäten zu Lützeburg an effektiv do nach immer fand auch Problem. Wir sind am Gangen wirklich fundamental Änderungen zu machen, weil wir wirklich wollen den kommunikativen Aspekt von der Spruch unbedingt wollen entwickeln. Und das probieren wir auch an uns Programmen ranzukriegen. Wie machen wir das? Das mündlich wird eben viel mehr geübt, an dem es wir verschieden mündlich Epreuven, Exercice proposieren, wie Tableronden, wie zum Beispiel de Modell von der Klasse inversée, wo de Schüler den Akteur gött vom Apprentissage, dann kann den Schüler a Platz, dass er zum Beispiel direkt ein Exposé mischt für eine enger Klasse, wo noch vielleicht nach ein bisschen näher dass er sich oppelt op Podcasten an diesem Prof schickt und dann eng Verbesserung kriegt, aber ob bisschen eng diskret derweis also Tabziel als eben für hinnen die Angst
dort zu holen. Und du muss man an das Gene, wie du so Nicola, wir müssen uns Methoden variieren, wir müssen enorm auf das Digital zurückgreifen. Wir sind nicht alle gut Schule sind equipiert, aber die meisten Schule sind aber fangen komplett equipiert zu sein mit iPaden. Es gibt so viele Apps an Applikationen, an Material, wo man können oral üben. Und ich meine, wenn uns das gelingt, dann haben wir gewonnen. Da sind Generationen, die sind traumatisiert, wie soll ich so, vom Französischen. Und wir müssen einfach laut Perspektiv wie op Fach komplett ändern. Dat déi vu Deel Dori vun eise Nullstrategie se, dat immer méi Schüler Fraseich offielen, sobald de Systeme da lief erlaubt han, wat jo wirklich dann schu dat ass an geht dem seet, wat mal lo hai am Gang sinn ze schwatzen. Kommmer Zréckfleisch bei Fraseich oder Fachlehrerin am Franzéschen und Hand vun der franzécher Spruch. Mam Beispielfleisch von engem nächsten Experte, dass der Lukas Halt als Präsident von der Programmkommission für philosophisch Frohen enseigniert am junge Lycée an noch am Lycée des Arts et Métiers Philosophie, sowohl op Französisch wie auch op Deutsch. So reagiert hier op froh op Französisch dann lo eng Hürd durchstellt für Philosophie zu lehren, heißt der Lukas Halt. Wir lehnen an der Philosophie sowohl am Enseignement klassik wie auch am Enseignement general großen Wert darüber, Autoren an ihrer Originalspruch zu trätieren. Ich stellen fest, dass am Enseignement general eng gräser Trennlin, eng gräser Heterogeneität besteht, wat Metris von den Spruchen ugeht. Insofern heinst du Publiken hut oder Auditoren hut, die op der enger Seite total frankophon, op der anderen Seite total germanophon sind oder germanophil an frankophil. An die do es méi schwierig in Common Ground zu fahren. Du muss mat technischem Geschick und die Sache go. Ich gif mir wünschen, dass Spruchen von den Schülern méi an auch von den Enseignants méi als in moyen pour une fin traitiert gehen. Insofern Schüler sich net immer bewusst sind, dass Französisch für allem, dass es nicht just die Fahrer an der Schule ist, mein Spruch, das heißt ein Outil, mit dem man seinen Gedanken kann ausdrücken. Wir gut Männer Französisch und Männer Deutschkuren anzubieten, mit mehr Kuren, an denen Schüler mit den zwei Sprachen konfrontiert gehen, an denen sie lernen, die Sprachen zu benutzen. Also mehr Kuren und mehr Sprachen. Ja, also das war das Französisch op keinen Fall dirf als rein Schulfach betrucht gehen, also als Selbstzweck. Ich begräße natürlich als Französisch-Professorin, und ich meine mir alle gut, wie wir hier sitzen, wenn Französisch eine Langue véhiculaire ist an einem anderen Fach. Wenn Französisch als Langue véhiculaire oder als Langue de Référence angesagt wird, ist das eine ganz gute Sache, weil das eine weitere Möglichkeit für das Niveau zu verbessern an der Sprache. Und dafür fand ich auch, dass die mehr Kuren und mehr Sprachen, wo die Schüler lehren sollen, Spruch zu benutzen, ich fand die gut. Aber das ist einfach eine Condition sine qua non, dass auch dann die Langue véhiculaire müssen gebraucht gehen. Also wenn so ein Programm steht, dann muss die Langue véhiculaire auch benutzt gehen an dem Fach. Ja, also ich kann net nimmen erstreichen, was du siehst, Jessica. Ich fand net auch ganz wichtig und komme realisieren mo einfach wenger privilegiert der Situation als Schüler sinn an auch als Enseignant, dass ich noch enger deuxième dann kann die philosophisch Autoren an der Originalspruch trätieren. Ich mein dat as you aber so ein Kompliment eigentlich für den System, den dat erlaubt. Net viel Systeme, die dat erlauben. Eben an schon dat extrem genosse als Schüler am engem Philosophieskur. Natürlich bringt dat engere Schwierigkeiten mat sich, die man jo fedrun heieren hunn. Ech heieren oft vun Schüler an noch vun Enseignant selber, die man soen ech hallen mei Fach
eigentlich op Lützeburg. Et steht zwar am Programm lang vehikulär wer Franzisch, mit Schüler können net op Franzisch. Und schon du wirklich ein ganz nuancéiert Approch dazu. Ich fand net wirklich e Paradox. Wann am Programm steht, dass lang vehikulär Franzisch soll sinn, dann denken ich as wirklich Paradox von den Enseignant, den Schüler die Möglichkeit dann wäschelt fir nach besser am Franzischen zu gehen durch sein Fach. An Schmengen wann die Probleme sich wirklich sollten generalisieren, da mussten die jenisch Programmkommissionen enke und die Frodo Rugoen a vielleicht noch Alternative fannen. Also Franzischkuren und Gesellschaft unpassen oder unzupassen, also so ein permanenter Prozess. Was du geschieht an wie dat geschieht, wo man zwei Präsidenten von der nationalen Kommission gefreut für Französisch natürlich am Enseignement secondaire général, an am Enseignement secondaire classique. Für mal de Loïc Ferreira, Französisch Prof am Lünster Lycée an Santa Lachtemio, Präsident von der nationalen Französisch Kommission für den Enseignement secondaire général. Ein wichtiger Punkt, den immer mehr, wie gesagt, aktuell geht, als die von der Digitalisierung. Ich meine, wir haben immer mehr iPad-Klassen an den Lyceen, auch von SATM un. Das ist die froh, die viele Enseignants sich immer umstellen, wie sie hier Kurse können digital, mehr interaktiv gestalten, für justement die Schüler mehr Lust zu der Spruch zu gehen, ihnen noch vielleicht Spruch mich schmackhaft zu machen. Das ist eine froh, die sich ganz viele Enseignants immer umstellen. Wir haben zum Beispiel zwei große Gruppen de Travaillen, die im Moment en place sind. Du hast zum Beispiel eine Gruppe de Travail, die sich notamment mit den Programmen von der Deuxième und von der Première beschäftigt. Da geht es vor allem auch die froh wären digitale Ressourcen als Enseignant kann noch zur Verfügung stellen, für justement als Schüler auch gleich einen anderen Weg zu der Spruch zu weisen. An dem Kader ist auch wichtig zu unterstreichen, dass wahrscheinlich auch die Finalitäten von der französischen Spruch dann automatisch auch müssen durchgehen oder überdurchgehen, notamment wie vom Premiers Examen. Dann haben wir auch eine andere Gruppe de Travail, die Göttlo ab September lanciert. Da geht es darum, so ein neues Buch zum Beispiel zu gestalten bei der Klasse Inferieuren, von bis 5. Durch einen habt wollen natürlich die ganze Wolle Ressource Numerik, Ressource digital. Ein letzter Punkt, den aber auch ganz wichtig ist, wo ihn aber gemerkt hat, dass da aber ganz viele Schüler auch geholfen hat, das Reform Lycée von 2017, die auch dadurch auch mehr den Fokus auf Differenziation setzt. Dadurch kann ich justement, weil ihn vielleicht doch an einem kleinen Kader schafft, dadurch, dass in Klasse an 2 splittet, Cours avancé, Cours de base, die Angst, die viele Schüler vis-à-vis von der Spruch auch heinz du hun, die Reserve auch vis-à-vis von der Spruch, wäschwellen, an ihnen justement das Vertrauen, was sie oft am Französischen noch heinz du verloren hun, doch vielleicht heinz du durch schon als dem Fundamental können. Und wenn ihnen, wie gesagt, die Angst kann wäschwellen, dann kann ihnen, wie gesagt, ganz klar machen, es geht nicht darum, keinen Fehler zu machen. Auch Fehler machen ist nicht schlimm. Dat kann aber méger Meinung nur nimme geschehen, wann das ganze Umfeld vun der Spruch auch méi empathisch an noch automatisch auch mehr accueillant gestaltet ass. Empathisch, das wird direkt behalten, das ist nicht schlecht. Das war mal eine Meinung, wie gesagt, vom Loïc Ferreira. Er wird null wie Gloden gefroht. Er ist seinerseits Französischprof am Collège an Santa Dreyer, Präsident von der Nationalen Französisch-Kommission, eben für den Secondaire Klassik. Ich schlage 4 Minuten hin zu Wort kommen und dann reagieren wir auf die 2 Interventionen. Wenn wir immer nimmen das Bild vehikulieren vom Französischen als ein problematisch Spruch, dann können wir als Enseignants so viel machen, wie wir wollen. Aber da kriegen wir das Problem nicht gelöst. Das heißt, für mich ist die wichtige Frage zu sagen, wie verändern wir all zusammen Bild von der Spruch, was die Französisch durchstellt, aber wie verändern wir das Bild von der Mehrsprachigkeit. Wir haben das Gefühl, dass wir kein Lützeburgisch mehr schwätzen können. Ob das der Realität entspricht oder nicht, spielt gar keine Rolle, weil wir immer nur an der Perzeption leben, dass wir am Gang sind, als Identität zu verlieren, als Kultur zu verlieren. Und wir dämonisieren zu Lützeburg nicht unbedingt eine Population, die für das Problem verantwortlich ist, so wie wir das an anderen europäischen Ländern gesehen, wenn wir dämonisieren einen Spruch. Und das ist dem Moment Französisch. Das Problem, das wir müssen umgehen, ist, einen Weg zu finden, für an der Gesellschaft Bild, das wir von unseren Sprachen haben, zu verändern und das anzupassen, was der Realität entspricht. Und an der Schule einen Weg zu finden,
do unzuknappen, mit das net unter Schul do man da unzufänken. Dat Programmkommission probéiert zu machen für den Enseignement Klassik, als so mir probiere wirklich didaktisch Material zu erschaffen, wat besser und Realitäten ugepasst ist, die mir all darum Terra erleben. An do ass am moment die größt Zielsetzung zu soen seit Joren lo das net wat man neu ugefangen hun mir seit Joren zu soen, mir probieren als egent didaktisch Material auszuschaffen. Wie Hu Bicher opgesat fir 7 bis 5 sowohl Lektürsbuch wie Grammaire, die neu ausgeschafft gesinn, mat enger neuer Progression, die opgesat gin ass mir hunn och de Quatriumsprogramm darüber hin verändert, probéiert und Realitäten vun Haut unzupassen, an hannen run dann auch ein Buch opsetzen, an dem am Gang sind ein Buch opsetzen, fir dat besser und Realitäten unzupassen. Ab nächstem Jahr haben wir ein neue premiers Examen, an dem wir wirklich auch probieren, als und dat unzupassen und Schwierigkeiten von den Schülern unzupassen. Dat geht viel iwwer de weh vu neue Bicher, die neue Bicher, die sind dort, gëtt un weitere Bicher geschafft, auch am Sekundär. Madame Walter vielleicht verreng Änderungen ich fand dass die zwei Präsidenten von der Programmkommissionen ganz gut geschwert hun also den Olivier Gloden seht dass Französisch nicht dämonisiert gehen an das ganz richtig Schüler muss verstehen dass méichprochech geht an dat multikulturell Datue sie vun unserem Land an dass dat auch unbedingt so bleiwe muss. Dat das wichtig. Mir das sonst Ziel als Enseignant fir de Schüler ze verstoen ze gin, dass sie fir Gutheit zu Lützeburg ze liewen, fir privat glücklich ze sinn, a fir se joch können professionell ze entfallen, dass sie einfach mussssen méichprochen metriseieren, dass dat Lützeburg Deutsch, Französisch an och Englisch als Englisch wat immer méi wichtig gött. An all einer Spruch, die sie metriseieren, dat das eben den zusätzlichen Atu an eng zusätzlich Kompetenz. An do effektiv et bringt also striktement neicht eng Spruch gegen Diana auszuspielen, weil das war leider heinst du geschieht. De Schüler einfach zu erklären, dass wann sie Meisprochen beherrschen, dass hinne soviel Medieren opgehen, wann sie se enger Spruch zo machen oder dass die dir dann immer zo bleibt. Ich meine, wir müssen Doruna schaffen. An voilà, an dofir effektiv also ganz wichtig, dass man Programme ausschaffen, die multikulturell, die sozial an die wirtschaftliche Realität von Lützeburg reflektieren. An dofir also das ja schon von den zwei Präsidenten ugeschwart gin, et gi ganz viel Ekippen, die am moment vom Skript enkadréiert gin an noch vun den Programmkommissionen wo immens viel didaktisch Material an den letzten Jahren schon ausgeschafft gin an noch ausgeschafft gött. Ich denke du zum Beispiel lo am Obsatiam, du am Cycle inférieur, du sind die ganz neue Grammaire-Bücher ausgeschafft gin vom Jean-Louis Weiss, vom Louis Berger, vom Caroline Evert. Und dann effektiv den Olivier Gloden, den als eng Equipe, die schaffen noch lo und engem neue Buch an die wollen dat wirklich op Plätze, wo ja Situationen zuschneideren. Dann auch an de Klasse inférieur de Phil Darian geschrieben gin vom Doris Feierreisen als Sänger Equipe. Voilà, so das ganz viel am Gangen als zu geschehen. Ich selber hat doch Chance ma Tonia raus, ma Monika Pampa, ma Magali Ums und Bicher zu schaffen. An ich meine das wirklich do, wo ich wirklich kann Sachen bewirken, weil ihn wirklich kann also wie soll ich so ein Spruch kann ob de Lützeburger Kontext sind die Schüler einfach konkret, die brauchen Detail. Die braucht dat do. Et gëtt Franzésisch Literatur mit gët doch Franzésisch Lützeburger Autoren, die op Franzésisch schreiben. Voilà, also fir mech ass dat immens wichtig.
Ja, ganz sehr nach enger Intervention dazu davor mal verführen wir man nämlich noch weiter deren ob du von Tiere geschwert die mal abmachen ja. Madame Besthold von den also ich ging da absolut racht ich ginge da aber auch voll wenig trotzdem relativisieren mit der Bücher sind immer einen engen Propos trotzdem ja. Wo kapasse wo nicht kapassen und das immens wichtig dat den enseignant die richtige Attitüde wird oder eng richtig Attitüde wird an du Nancy Morris an Sänger Kontribution gesucht hat, dat ganz wichtig ist, dat du en gemeinsam Reflexion engagiert gött iwwer wat das Franzisch lehre, wat das gute Franzisch unterricht an du so am fundamental als eigentlich du ganz schöne Moment, weil man du trotz Corona-Krise an so hummer Formationen, die man opbieten all 6 bis 8 Wochen Nummer hummer du bald 700 Enseignants, die man da ist auch also in Teams Event, da das auch ein Webinar verfolgen, wo dann eben auch an die Approchen du geht an das fand ich enorm schön an für zu gesinn dat hat so viel andere auch afirrift für die Sache an dat sto ganz viel det an für innovative Spruchenunterricht zu proposieren. Miholo geschwar die wat Grundschulen mir geschwar die wat den sekundäre schwangen wenn man so op den Tour machen durch die verschiedenen Ordre d'enseignement kann man net erlerncht wie wat Europaschulzen an aber wat internationalschulen an dem Sinn hummer mat der Carole Le Marier geschwar sie als conseillère en système éducatif am Service des offres internationales et européennes vom Edukationsministère sie auch freier Direktionsattaché an der internationaler Schul vun de verding Ash aber firrun wo se lang Joren Franzischprof an Europaschollen. Sie erklärt als lo wie de System funktioniert an wie den sech dann auch do ändere soll. Je voudrais tout d'abord faire une distinction entre l'apprentissage du français langue 1 et l'apprentissage du français langue 2, 3 ou même langue 4. Depuis la création de la première école européenne publique au Luxembourg en 2016, les élèves ont la possibilité de s'inscrire en langue 1 français dans 4 écoles du pays et bientôt 6. Dans ce cas, les enfants sont alphabétisés en français dès la première année primaire. En ce qui concerne l'apprentissage du français langue 2 au primaire, celui-ci s'apparente à ce qui est mis en place dans le fondamental depuis 2017. Ainsi, les élèves apprennent le français très tôt, de manière ludique et dans un premier temps uniquement à l'oral. La traditionnelle grammaire française est laissée de côté pour permettre aux élèves d'interagir. L'écrit intervient donc dans un second temps. L'évaluation est désormais une évaluation par compétence en se basant sur le cadre européen commun de référence. C'est donc un système qui évite de confondre être évalué et être jugé, ce qui amoindrit considérablement le risque de décrochage. L'enseignant de français n'est pas l'enseignant titulaire de la classe et intervient uniquement pour ce cours en utilisant exclusivement la langue cible, c'est-à-dire ici le français, donc en créant un bain linguistique francophone pour tous les élèves. À aucun moment, l'enseignant n'a recours à une autre langue pour expliquer une consigne. C'est un point extrêmement important car ce parti pris place tous les élèves au même niveau. Le français langue 2 au secondaire prend une place de plus en plus importante et permet d'appréhender la langue dans les disciplines non linguistiques. Les écoles européennes offrent aussi la possibilité aux élèves de suivre des cours de français en langue 3 à partir de la première année du secondaire et en langue 4 à partir de la S4, donc la 4e année du secondaire. Pour le moment, les enseignants des écoles européennes reçoivent des formations en interne et des formations à Bruxelles, ce qui permet un échange constructif sur les différentes pratiques pédagogiques avec les enseignants de langue 2, anglais et allemand. Une harmonisation des pratiques est ainsi mise en place. Pour le moment, chaque école est libre de choisir ses manuels scolaires. Nous envisageons toutefois dans un avenir proche de créer des groupes de travail au sein des écoles européennes et internationales pour éventuellement adopter des manuels communs. Nous réfléchissions également au sein du service et du ministère à des moments d'échange, échange de bonnes pratiques pédagogiques, création d'une banque de données, permettant d'établir des liens entre les différents systèmes ainsi qu'à l'élaboration de formations communes pour l'apprentissage de la langue 2 au primaire. Nicolas Palumbo. Ja,
Also ich fand jo immer gut von Sachen probiert gehen. Ich muss zwar so, dass ich aus dem heutigen Beitrag ausser Lo für den L1 kein gräser Differenzen fanden par rapport zu dem, was mir an diesem Lützeburgische System ubieden Schulheit Ludifikation releviert auch day für sich mir am Institut und als Französisch Stagiaire mat op de We ze gehen mehr hun 2 Seancen oder eng Seance, wo dem Ludifikation geht, die sich aber viele Bereiche rümpfend, dass man Moral ufenken an dann bei den Ekri River gehen jo auch haut mit den Herren, dass dat am fundamentale so ugedurcht gött, dass man par Kompetenz evaluieren fan immer am Innergrad vom ESG auf vom ESC an das Französische Langsible as dat waren die Elemente, die releviert gesinn, dat as jo auch am Prinzip de Fall am Französisch Unterricht schwätzte Französisch Enseignant jo am Prinzip exklusiv Französisch sie bemerkt, dass du wirklich d'Explikationun vun enger grammatischer Regel lo wirklich problematisch also da vun engem Term, dann as jo auch haut es das gut ugesinn, wann ihn op de Multilinguisme zurückgreift. Voilà, fir de recht muss ich so, dass ich lo kein gräser Differenzen herausheieren bis op d'Alphabetisationun op Französisch am L1. De facto is het jo so, dass europäisch an Internationalschulen sech immer méi verbreden zu Lützeburg. Dat hicht irgendwann enke muss joch Synergien entstoen an bestoen. Madame Raus. Synergie sind immer erwünscht. Ich denke, du sind wir alle d'accord. Mehr transversal können den zu Lützeburg vielleicht über den in individuellen Gesamtspruchecurriculum pro Schüler nur denken, und das auch schon an dem Bildungsbericht auch schon wissenschaftlich proposiert gehen. Für einfach Spruchkenntnisse sowohl an der Rezeption wie an der Produktion differenziert auf 40 Jahren bei allen Schülern. Dann auch dem Schüler dummer da besser Vertrauen am Fong an seinen Kompetenzen zu gehen. Wir haben ja ein echter monolingualer Approche an unseren Sprachen am Unterricht, das auch ganz gut kann nachvollziehen. Wir haben ja auch die immens hohe Erwartungen ob die Sprachkompetenzen. Und dadurch kann es aber mal vorkommen, dass dann unsere Schüler Selbstvertrauen fehlt. Und ich denke, wenn du ging Mehrspruchigkeit mehr effektiv an den curriculären Prozess mat abbannen, dat ging de Schüler einfach mehr Flexibilität gehen an ihrem Spruchreservoir, an dat kennt dann noch ermöglichen zu engem besseren Bewusstsein für die verschiedenen Sprachen zu feieren, an dem nur dann eben mehr Selbstvertrauen, die Hemmungsschwelle für Drohnen erwähnt gehen, als für ein bisschen und die Regeln zu gehen. Es sind 14 Minuten bis 4, 14 Minuten bleiben also nachher. Wie der gesehen geht Zeit immer mehr sehr für uns. Ich will aber auf einen dritten Block zu schwätzen kommen, nämlich Französisch an der Gesellschaft. Wir haben für Donner von der Nancy Morris, sie hat von einem nedischen, breiten gesellschaftlichen Debat über die Position vom Französischen am Schulsystem und über die wissenschaftlichen Debat über den modernen Spruchenenseignement im 21. Jahrhundert geschwätzt. Wo könnt die Perzeption vom Französischen hier Thema haut tun? Aber den Soziolog, also Linguist Fernand Fehlen analysiert 1984 die sprachlichen Aufforderungen an den Arbeitsannoncen am Wort. Hier belegt uns die Entwicklung davon. Wir nur da war eine dezidierte Meinung, was das Kernproblem vom Sprachenenseignement zu Lützeburg ist, heißt Fernand Fehlen. Konklusion aus unserer Etude über die Sprachen Arbeitsmarché als am Fungel dat echtens Französisch de Spruch as, die am meisten nur gefrot as, am weitste verbret an alle Sektoren, wann in so wild, Lingua Franca von dem ganzen Arbeitsmarsch. Die zweite as, dat den Arbeitsmarsch ganz stark segmentiert as. Alles, was Service Public as, do geht natürlich ganz stark auch nur Lützeburg gefrot, respektiv hier mehr präzise sind, ganz oft sind die 3 Landessprachen. Dann, wenn in die internationalen Finanzsektor guckt zum Beispiel oder auch so technische Sachen, da geht natürlich immer dann Englisch gefragt. Mein Hauptproblem von der Spruch an der Lützeburger Schule ist den, dass der Curriculum am Fongol gemacht ist für eine andere Zeit. Die haut am Fongol nicht mehr geht, so wie mir der Marché de l'Emploi gesehen. Einerseits an
so wie man Schulpopulation gesehen aus anderen Etüden. Haut tun 34% von den Kanner, die an der Fundamental gehen oder den letzten 12 vom Minister nach Lützeburg als die Hauptspruch. Der Tisch 2/3 von den Kanner sie konfrontiert mit einer Schule, die ihnen praktisch parallel 3 Fremdsprachen, 3 Langue seconde, können wir auch so Welt beibringen. Und das kann nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren. Also an Zöllnem gesagt, dass das schon heftig, das kann nicht funktionieren. Ganz sehr in Position dazu. Et kann funktionieren, mir das halt urspruchsvoll. Ja. Da waren viele Vorher viel Rigger. Ja, das haben wir ja schon die ganze Zeit gesagt. Das tut also die rappeliert hat. Man recht dann wahrscheinlich nein. Also Französisch bleibt stark gefroht. Mehr Englisch und Lützeburgisch sind nicht aber auch immer mehr, ja, in einer Gesellschaft, die sich permanent verändert. Dass das von Sektoren aufhängt, das sieht doch der Paul Reif, der sich beim Stadtagem Statistiken über den Arbeitsmarkt und die Education kümmert. Und an einer Umfrage hat er noch geguckt, welche Sprachen bei den Leuten daheim geschwätzt gehen. Er ist Paul Reif. Wir haben basiert auf die Enquete sur les forces de travail. Das ist eine Enquete, die läuft permanent beim Stadtag ganz Jahr, all Jahr als weiter. Und da gehen Residenten befragt, die mehr wie 15 Jahre haben. Und die kriegen hauptsächlich Befragung gestellt über die Arbeit. Wir haben bei der Enquete, was eine europäische Enquete ist, eben eine Reihe Fragen beigesagt, die uns spezifisch zu Lützeburg interessieren, und notamment eben über den Sprachgebrauch. Und da sind noch über 6.000 Leute gefragt, gehen, welche Sprachen, dass sie daheim gebrauchen und auf der Arbeit. An wieviel Sprachen das regelmäßig benutzen, an noch wat für ein Spruch, das hier Hauptspruch ist, die sie am besten beherrschen. Die Hauptkonklusion ist, dass Lützeburg daheim noch immer die wichtigste Spruch bleibt, mit 53% von den Leuten, die suchen, dass sie daheim eben regelmäßig Lützeburg benutzen. Da können Französisch ein zweiter Platz mit 32%, aber schon aber auf der Arbeitsplatz, da ist es natürlich so, dass Französisch dominiert. Da sind mittlerweile 70% von den Leuten, die suchen, dass sie regelmäßig Französisch benutzen. Und zweiter Platz kennt dort Englisch schon mit 51% und dritter Platz Lützeburg mit 41%. Und muss ich aber vielleicht dazu sagen, dass auch von 70% von den Leuten regelmäßig Französisch auf dem Arbeitsplatz benutzen, sind allerdings nur 20% von den Residenten, die suchen, dass Französisch hier Hauptspruch ist, die sie am besten beherrschen. Sodass noch immer der Großteil von den Leuten, die Französisch auf der Arbeit benutzen, dass das einfach noch immer für sie ein Fremdspruch ist. Mir auf der Arbeit als der Multilinguismus haut ging so ganz üblich und überall gefordert. Ich meine, was haut Ausschlag geben, dass bei dem, was Leute erleben auf ihrer Arbeit, das einfach die Zusammensetzung vom Emploi. Du gesagt, dass mittlerweile bei den Salarien nach just 27% Lützeburg Residenten sind, aber plus 2% Lützeburger, die als Frontalier kommen. Dann haben wir 27% ausländische Residenten, 44% ausländische Frontalien. Also das insgesamt über 70% nicht Lützeburger schaffen. Und wenn ihr guckt, spezifisch, was Französisch geht, da gesagt ihr, dass insgesamt 42% Frontalien oder Residenten sind, die aus Frankreich oder der Belgien kommen. Und dann kommt auch dabei, dass sogar bei den Lützeburger Residenten mittlerweile 10% sagen, dass Lützeburg nicht ihr Hauptspruch ist mit Französisch. Wenn ich die dann noch dabei rechnen, da kann ich sagen, dass mittlerweile übertauschend von den Salarien halt zu Lützeburg Frankophone sind. Also ganz interessante Statistiken vom Paul Reif über die Realität von unserem Marché, von unserer Gesellschaft, so wie wir funktionieren, so wie wir es auch gewinnt sind, weil so manches auch kann erklären par rapport zu der Hemmschwelle. Oder was das Französisch anbelangt. Wenn man nur noch ein bisschen weit gehen, dann kann man sich fragen, ob die Französischkenntnisse, die aus der Schule mitbringt,
durchgehen für op den Arbeitsmarché zu kommen und für sich dort zu behaupten. Da tun wir als dem nächsten Expert gefreut, dass den Jean-Jacques Rommes, den als Vizepräsident vom Wirtschafts- und Sozialrat und Administrateur von der UEL, der Union des Entreprises Luxembourgeoises, hier guckt sich natürlich die Entwicklung von dem Arbeitsmarkt permanent an. Hier ist eine Erschätzung davon. Also das Manifestement eng extrem wichtig Spruch für Lützeburg generell, aber wir haben widersprüchlich Movemente an der Gesellschaft, an der Ökonomie, ganz offensichtlich. Da dient dass wir Frontalien haben, die immer mit zahlreich gehen. Wir haben 200.000 Frontalien, davon kommen da 150.000 aus französischsprachige Regionen und Länder. Und das prägt natürlich die Ökonomie. Wir müssen noch eine Tendenz erwärts. Ich rappelliere zum Beispiel, dass als Lützeburger Politik nach 34, 40 Jahren auf Französisch funktioniert hat. Heute schwätzen Politiker alle gut den Lützeburgisch. Und den Lützeburger Politkosmos, der lebt am Parlament, und der lebt auf RTL, wenn ich das so kann sagen. Du lebt noch Lützeburgisch an, du da schließt gleichzeitig dann auch die Anna, das ist die französischsprachig, aus. Da gibt eine dritte Entwicklung, an der das steht, dass man eine Viermacht vom Englischen haben, den extrem stärker als an der Ökonomie. Also das Niveau d'Éducation linguistique von den Leuten, die an Betriebe kommen, hält dramatisch auf an den letzten Jahrzehnten. Du hast kaum einen Zweifel. Ich stelle fest, dass auch die Franzosen ihr Spruch nicht schreiben können, aber sie können es wenigstens schwätzen. An der Lützeburger, denen die haben oft mehr grammatisch Kenntnisse wie die Franzosen, aber ihnen fehlt der Umgang an der Spruch. Sie schwätzen sie nicht gut, sie schwätzen sie schlecht und sie können sich nicht gut ausdrücken. Ich muss sagen, es geht ja zu Lützeburg für Multilingue zu sein. Aber wir sagen immer, das ist ein grosses Avantage. Und das manifestiert auch der Fall. Aber es muss ihn aber auch das relativieren. Gleichzeitig schwätzen wir kaum einen Spruch wirklich gut. Kann sich nicht politisch artikulieren, ohne geschwärte Spruch oder durch Gewalt. Das heißt, wenn wir nicht mehr schwätzen können an einer Gesellschaft, da sind wir kondamniert, dass der Kabern sich. Und das muss ihn sich vergegenwärtigen. Das ist wichtig dafür, nicht für ein Schulsystem, für die Schüler, ob man es Engspruch beizubringen, die sie gut können. Lo als die Ökonomie gibt haut so in heute zu Lützeburg, das soll Englisch sein oder vielleicht dann Französisch sein, das hängt ein bisschen noch vom Sektor auf. Mit Engspruch, meine ich, wäre es wichtig, ganz gut zu schwätzen, weil wer nicht gut schwätzt, der kann nicht gut denken. Das ist ganz richtig. Wer nicht gut schwätzt, der kann nicht gut denken. Ganz sehr und darum gefreut, also es wirklich so, dass der nicht mehr kann Engspruch richtig meistern, beherrschen. Ja, nee. Also ich denke nicht, sind viele voilà, ich meine nämlich auch anhand von dem, was gesagt hast, beweisen. Wenn man interpelliert wird, dass sie viele interessante Sachen dran können, nicht auf alles reagieren. Aber das ist vielleicht die Dichotomie zwischen der Ausso, der Niveau geht dramatisch hoch, dann denken wir, und vielleicht da ist Nolausterer die Französischen errichten, oh, da muss man vielleicht mehr exigent sein. Und ich habe das Gefühl, dass man schon exigent genug sind, wenn ich gucke, was man von unseren Schülern verlangen. Und dann denken wir an die Rekommendationen von Nancy Morris oder von Jean-Louis Schiss. Wir müssen aufpassen, dass man nicht zu viel exigent sind, nous risque de démotiver les élèves, nous risque de décrochage und do datcht sie mir enseignant do fir eben Französisch zu enseignieren als best zu machen an fir so effikaz wie möglich zu sein. Also Französischkenntnisse sind eng wichtig Entreestier für den Arbeitsmarkt. Das ist absolut nicht diskutabel. Das reflektiert sich dann auch an der Demande für Französischkursen INL. Das hören wir direkt von unserer letzten Expertin für heute, Maisi Gorsa vom INL. Das Französischdepartement ist ein von den größten Departementen am INL. Es war so das größte Departement in den letzten Jahren. Also ein bisschen überholt gehen vom Lützeburgischen Departement, wo wir noch mehr Inskriptionen haben, mehr aber quasi noch auf dem selben Niveau. Das heißt, wir haben zum Beispiel
die 2500 oder 2700 Inskriptionen gehabt am Lütz am französische Pardon an dann die 3000 am Lützebäuschen an den Jure 4 drohen waren da war umgedreht, also waren einfach ein kann Pozuelle soen, wenn man 4 gucken, da hat man die 4000 Inskriptionen am Französischen an die Zoll, die als städtisch an Luftgängen Lot last Jahr wenn man op 5700 Inskriptionen Tisch mir leiien aber ganz no am Lützebäuschen, wo dann eben vielleicht pur 100 Inskriptionen me. Et weiß aber ganz einfach, dass es eng von den wichtigste Spruchen ist. Sie lehren Französisch hauptsächlich, weil es vom Patron gefroht ist oder weil sie dann aufhängen mal schaffen ob enger Platz, die vielleicht nicht ihrem Diplom entspricht an, dann ist aber für den Platz, wo sie gern hätten, und wo sie formiert sind dafür, da brauchen sie Französisch. Dass sie Arbeitsmarkt so gefroht ist, das wird bestätigt durch den Tranchage von den Apprenants, die mir hun die meisten Apprenants, die bei uns an der Französischkur kommen, das ist die Tranche zwischen 25 und 34 Jahren, und die nächste Tranche ist die von 35 und 44 Jahren. Eine gleiche Intervention vielleicht dazu zur Meisterkurse von Mianel. Ich denke, dass die letzten Interventionen von den Experten bewiesen hun das effektive Paradox besteht mat dem Aufwiele vom Französischen und die Desaffektion vom Französischen an awer Nützlichkeit vun der Spruch am Land an du wennst miste mir am Fong Pfarrerfläch méi entspannt Ugoen an vielleicht doch Französisch méi an der Vielfältigkeit gesinn aus Spruch vum Land auch déi am soziodemografischen, am kulturelle Leben so stark präsent ist. Das geschwoen Feierauer, also Dir gesit, Dir heiert 1,5 Stunden geht net durch fir dat spannend Thema ze belichten. Also Münlo Bogespann der verschiedene Aspekte belicht vum Französischen zu Lützburg an der Gesellschaft an der Schule am Minch probiert zu verstohlen, wo Schwierigkeiten, die mat der Spruch an der Schule zu summenhenken hier kommen, an a op d Wichtigkeit vun dieser Spruch hinzuweisen an noch das rauszuschillen. Ich will ich merci so en faire Intervention. Tonja Raus, Christian Bestholz, Jessica Walter, Nicola Palumbo, merci vielmals, merci den Nullausstradobausen. Dat waret fir dese Webinar ich ginn dummer der Tantanzrick en Kollegin Angie Makel, wat Dich durch den Freirowen begleet.